Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ihr seht schon unten am Logo, wir spielen gegen den FC St. Pauli und wir gehen hier rein in die PK vor dem Spiel. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, auch im hässlichen Trikot, dann hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. So läuft der Bums hier. Und damit gehen wir rein. Abfahrt. Ja, servus zusammen. Nach der Servus. Champions League klopft die Liga wieder an. Der FC Bayern heute Nachmittag zu Hause gegen den FC St. Pauli. Servus, willkommen zur Medienrunde mit Mazin Kompanie und dem besten Freund. Bitteschön, Feuer frei. Reihe 1 ist vollzählig vertreten. Da bleiben wir auch. Stefan Kumberger ist der Erste für Sport 1. Guten Morgen, hallo in die Runde. Hallo. Vincent, nach der Niederlage von London, war Ihre Analyse irgendwie anders? War Ihr Umgang mit der Mannschaft irgendwie anders? Wie haben die das Verlieren? Nein, ist nicht anders, hat er doch schon vorher gesagt. Es wird in der Niederlage nicht anders sein, wie es nach dem Sieg ist. Und ja, Frage beantwortet. Vorher ein bisschen verlernt gehabt. Und wie sieht es personell aus? Mit welchen Blessuren sind die Spieler zurückgekommen? Vielleicht. Ja. Ja, die Analyse ist immer deutlicher, wenn man das Spiel noch einmal angeschaut hat. Und das ist natürlich jetzt auch so. Ich glaube, nach so einem Spiel geht es ganz schnell wieder über das nächste Spiel. Aber klar darf man nicht vergessen, was dann passiert ist und darf man nicht ohne Lernen aus diesem Spiel zu kommen. Und meine Meinung war, dass wir eigentlich in die erste Stunde eigentlich stabil waren, dass wir auf Augenhöhe gespielt haben, auswärts in London. Und dann letzte halbe Stunde war einfach nicht unser Niveau und Arsenal ist immer wieder weiter im Spiel gekommen. Das sehe ich ein bisschen anders. Also es war schon auch die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit war das nicht der Fall. Weiß ich nicht, was er da gesehen hat. Sorry, gehe ich nicht mit. Auch erste Halbzeit. Nochmal, für mich war das so, Arsenal hat natürlich den Respekt gehabt, hat sich den Bums angeguckt, was wir machen, hat gesehen, oh, Ballbesitz nur quer nach hinten, super langsam alles. Und hat dann in der zweiten Halbzeit gesagt, komm, wir gehen jetzt raus und machen Feuer frei. Und genau das ist passiert. Ja, auch erste Halbzeit war es kein gutes Spiel von uns. Wir haben 2 Torschüsse gehabt. Sorry. Das ist zu wenig. Ja, du kannst natürlich so agieren, wenn man jetzt den Fitnesspunkt mit reinnimmt, der wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat irgendwo. Dann kannst du sagen, jo, alles fein, ja, du bist ja mit dem 1:1 rausgegangen. Komm, wir lassen Arsenal nicht den Ball, wir lassen sie nicht im Spiel kommen, wir machen 80% Ballbesitz mit quer und nach hinten. Aber das ist natürlich kein gutes Spiel oder zielführend. Ja, so ehrlich muss man auch sein, ja. Und dann auch verdient gewonnen, aber das war nicht eine Geschichte von 90 Minuten, sondern diese letzte halbe Stunde. Und ja, jetzt schauen wir, welche Jungs fit sind und welche Jungs 100%. Ja, hätte man vielleicht mal vor dem Arsenal-Spiel tun sollen, ne? Mal schauen sollen, welche Jungs fit sind und welche Jungs bei 100% sind. Weil da waren ganz, ganz viele auf dem Feld, die nicht bei 100% waren. Und es saßen Leute draußen, die bei 100% waren. Ready sind für das nächste Spiel und das ist noch immer ein bisschen abwarten, ob diese Abschlusstraining auch, ob alle mitmachen können, mittrainieren können. Und das müssen wir immer bis letzten Moment abwarten. Aber Ja, warte mal ab. es gibt keine Verletzungsprobleme oder so. Also wir schauen nur auf Kleinigkeiten und hoffen, dass die Energie einfach 100% da ist für morgen. Einer daneben, Vincent Schirpke für Münchner Merkur und Ja, hallo, auch eine Frage an den Company. Gut, Alter. Wie schwer fällt es nach so einem Highlight-Spiel gegen Arsenal, den Schalter jetzt wieder umzulegen für den Bundesliga-Alltag? Und eine ganz konkrete Frage, es gab ja zuletzt jetzt vermehrt Tore nach Standards, vor allem nach Ecken. Ist das was, wo Sie jetzt nochmal besonders den Fokus drauf legen? Ja, also, dass eine Mannschaft verliert, das passiert, das akzeptieren wir nicht, das mögen wir nicht, aber es geht immer über die Reaktion, gerade in dieser Phase von unserer Saison. Und wir sind jetzt im November. Es gibt natürlich entscheidende Spiele wie nächste Woche gegen Union Berlin, aber grundsätzlich war dieses Spiel gegen Das Spiel, also wenn du da nicht körperlich bei 100% bist, dann wird das wahnsinnig schwer, hat das Spiel in der Bundesliga schon gezeigt. Arsenal und das nächste Spiel gegen St. Pauli. Das sind
Spiele, die uns vorbereiten müssen auf diese großen Momente und dass wir dann dastehen und das Ding auch gewinnen. Aber ja, also die Reaktion ist für mich eine positive Sache, dass wir jetzt 3 Tage später sofort wieder eine Möglichkeit haben zu sagen, okay, was wir eigentlich vorhaben. Und ja, lernen aus was besser sein muss, das ist immer unsere Aufgabe. Und ich glaube, erstmal ist wichtig zu verstehen, dass es gibt keine Phase, und ich glaube, ich habe das auch gesagt, dass jede Phase einfach wichtig ist für mich. Ich möchte gern, dass wir unglaublich gut und positiv angreifen, viele Tore machen, aber ich habe Ihnen auch gesagt nach das Spiel gegen PSG, dass wir auch eigentlich sehr viel Boxverteidigung trainieren und genauso mit Standards. Das ist für uns eine große Fokus, aber erstmal gehört in diese Phase die Analyse. Viel können wir auf dem Platz nicht mehr machen, weil wir haben sehr, sehr wenig Zeit, aber wir versuchen es trotzdem immer wieder reinzubekommen. Und erstmal die Analyse, und das ist sehr viel. Naja, die Analyse fängt halt mit Manuel Neuer an. Sorry. Ich muss da nochmal reingehen. Ja? Der bringt da so viel Unruhe rein bei den Ecken und rennt da durch den Strafraum und kommt nicht an den Ball. Und das nicht zum ersten Mal. Das war in den anderen beiden Spielen auch schon so. Allein das ist schon super viel Unruhe. Ja? Und ansonsten, ich meine, wenn man gegen eine Mannschaft spielt wie Arsenal, wo man weiß, ey, die sind super strong, super gefährlich bei Engen. Sorry, dann muss ich mich anpassen in diesen Situationen und sagen, jo, hier, das sind die 3, 4 gefährlichsten Spieler. Da stelle ich meine 3, 4 stärksten Spieler gegen. Punkt, Manndeckung. Bei Ecken. Ja, haben wir nicht gemacht. Wir haben einfach ganz normal im Raum verteidigt. Und wenn ihr das gesehen habt, dass dann hier Conny Leimer stand und 4 Arsenal-Spieler um ihn drumherum, die dann einfach reingelaufen sind. Und wenn die keine Zuweisung haben, ja, dann laufen die ungehindert rein. Und wenn du weißt, ey, du stehst als Verteidiger und da kommt jemand ungehindert reingelaufen, dann hat der einfach diesen Vorteil. Ja? Aber diesen Vorteil nimmst du doch weg, wenn du das in Mann gegen Mann verteidigst. Ja, dass das normal nicht deine Art ist, dass du immer im Raum verteidigst, ist ja alles gut und schön. Aber nochmal, auf diesem Niveau, wie es in der Champions League dann war, und ich hoffe, das ist ein Learning, was man mitnimmt, gegen eine Mannschaft, die das perfektioniert, ja, hat, diese Standardsituation, muss ich mich dann einfach auch mal umstellen und auf Mann gegen Mann Verteidigung bei den Standardsituationen gehen. Ja, Punkt. So, ganz einfach. Videoanalyse und dann auch noch Training und Austausch. Und dann bekommt man diesen Moment, wo man einfach sagen muss, okay, jetzt durchkommen durch diese Phase und diese erste 2, 3, 4, 5, irgendwann 10 Spiele in Folge machen, wo das ganz stabil aussieht, und dann bekommst du wieder dein Vertrauen. Aber du kannst dich das nicht nur wünschen. Du musst einfach dastehen und reagieren. Jetzt ist völlig normal und völlig verständlich, dass das ein Thema ist. Und bis wir die Deckel zumachen, wird das auch so bleiben. Und wir müssen uns auch freuen auf diese Challenge. Dann in der Mitte, Torben Hoffmann für Sky, bitte. Bin gespannt, ey. Winnie, kennst du den Begriff Weltpokalsieger-Besieger? Hast du das jemals schon mal Noch gehört? nie gehört. Sag nochmal. Weltpokalsieger-Besieger. Okay. Das war 2002, als, wie gesagt, der FC Bayern München damals den Weltpokal gewonnen hat, war es eben St. Pauli am 6. Februar, glaube ich, 2002, wo sie den FC Bayern München dann geschlagen haben. Also, Okay, jetzt habe ich okay. verstanden. Okay, hast noch nicht gehört, okay. Nein, aber ich gehe davon aus, dass jeder Sieg gegen Bayern ein Pokal ist. Also das auf jeden Fall. Und wir wollen keine Pokale Er ist recht für St. Pauli, ja. schenken. T-Shirts, Ja, wirklich auch gut verkauft. Und ich verstehe das auch. Und ich hätte noch mal eine weitere Frage zu den Standards. Also 6 von 8 habt ihr in der Bundesliga kassiert. In der Analyse ist dir aufgefallen, warum ihr so viele, was ist der Grund dafür? Ist es dann eben, weil ihr im Raum verteidigt, oder willst du was umstellen? Also tatsächlich die konkrete Frage, warum? Naja, kann sich jeder anschauen, oder? Wie gesagt, das fängt bei Manuel Neuer an. Und wie gerade gesagt,
Wenn man sieht, dass man so viele Gegentore bekommt, da muss man halt einfach darüber nachdenken, ob im Raum verteidigen sinnig ist. Ja? Und man halt nicht sagt, komm, wir verteidigen Mann gegen Mann. So. Ich verstehe den Aspekt schon von der Raumverteidigung, aber vielleicht wäre auch eine Mischung gut. Dass man sagt, komm, wir verteidigen die 3 Stärksten von der gegnerischen Mannschaft mit unseren 3 Stärksten und der Rest verteidigt den Raum. So, ja. Irgendwas muss man ja auf jeden Fall ändern. So, Punkt. Warum kassiert ihr so viele Standards? Ja, klar, aber wir haben, und das meine ich, meine Meinung ist, dass wir in den letzten 18 Monaten, wo wir hier waren, eine stabile Mannschaft waren auf Standards. Das ist richtig. Ja. Wir bleiben auch immer wieder torgefährlich, nicht vergessen, also das sind auch Standards. Aber wir haben eine Phase und Ja, sorry. Also das kannst du nicht anführen. Wenn du hinten Gegentore kriegst, kannst du nicht anführen. Ja, aber wir machen selber Tore nach Standards. What the fuck? So. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja, du führst ja auch nicht an, wenn du hinten 3 Gegentore kriegst, oh ja, aber wir haben vorne 4 geschossen. Nee. Also man muss das schon separat betrachten, ne? was ich gerne möchte, ist, dass wir die richtige Analyse kommen, die richtige Lösungen finden und dann auch uns so aufbauen, dass das unsere größte Stärke wird vielleicht. Aber das wird nicht kommen, weil wir sagen, okay, wir waren einmal links, lass uns jetzt mal anfangen, versuchen rechts und dann geradeaus und dann nach hinten. So geht das nicht. Individuell müssen wir starke stehen in dieser Situation. Du hast auch gespielt, du weißt auch, wie das ist, wenn die Ball reinkommt und es gibt sehr, sehr viel Chaos, dann musst du manchmal einfach über das Ganze rauskommen und den Ball wegkopfen. Oder wegfausten. Ja? Das sind dann diese Details, aber dann auch noch vielleicht Kommunikation dazu und. Aber was ich jetzt nicht möchte, ist, dass wir, wie gesagt, links, rechts, vorne, hinten gehen. Also die Phase ist, wie es ist. Sie haben völlig recht, darüber zu sprechen und wir müssen machen, was wir immer machen und das ist die Situation lösen und das Deckel zumachen. Rechts von links ist Christian Kunz für die DPA. Sagt man das? Deckel zumachen? Deckel zu. Deckel zu. Ja, aber keiner sagt, weil ich mache Fehler hier und... Eine Frage an Christoph Freund. Inwieweit kann denn so eine Niederlage auch nochmal die Sinne schärfen und ein paar extra Prozent rauskitzeln? Wir verlieren nie gern. Es war auch jetzt eine lange Zeit, wo wir nichts verloren haben, aber ich glaube, wir brauchen das gar nicht, weil die Mannschaft einfach richtig am Anschlag ist, der große Energie hat, großen Hunger hat. Das sieht man auch jeden Tag im Training, das spürt man. Ja, und Niederlagen gehören auch zum Fußball. Ist immer wieder die Frage, wie man darauf reagiert. Das nächste Spiel ist dann 2 Tage später schon wieder. Das ist gut, das kann man schon wieder ausmerzen. Also die Mannschaft ist sehr, sehr fokussiert über die ganzen letzten Monate. Da ändert diese Niederlage jetzt nichts in beide Richtungen. Wichtig ist, dass wir jetzt so weitermachen, wie wir jetzt immer gespielt haben, die letzten Wochen und Monate und einfach diese Energie so hochhalten. Dann David Fehr für die Bild-Zeitung, bitte. Hallo, Herr Kompany. Unabhängig jetzt von dem Fehler von Manuel Neuer, ist es vielleicht ein Spiel, wo Jonas Urbich zum Einsatz kommen könnte gegen St. Pauli oder ist es nach so einem Spiel und auch nach einer Niederlage kein Thema? Fehler, welche Fehler? Junge, Alter. Komm, ey. Ach, komm hör auf, ey. Ich darf da jetzt nicht drauf eingehen, das ist so ein harter Triggerpunkt, Alter. Sorry. Das ist wieder... Also wenn Sie das beschreiben als Fehler, also ich habe andere Meinung dazu. Das Tor von Martinelli meinst du, oder? Ja. Ja, was musst du machen als Torwart? Entweder warten und dann ist 1 gegen 1 in dein 16, dann hat er freien Anlauf, oder musst du die Raum verteidigen und versuchen, deine Kollegen zu helfen, die gegen eine schnellere Spiele spielt. Also ich habe andere Meinung dazu. Also klar, man kann Fehler machen und der wird auch Fehler machen. Ja, vielleicht hätte man ja auch mal reagieren können. Ja? Und vielleicht mal einen schnelleren Spieler dann auf diese Position stellen sollen. Ja? Oder gegen diesen Spieler stellen sollen. Dass halt nicht dieser langsame
Joshua Kimmich, der in der Rückwärtsbewegung eine absolute Pflaume ist, gegen diesen Spieler spielen lassen sollen. Wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Vielleicht hätte man darauf reagieren können nach einer Einwechslung. Tun wir ja nicht. Ja, und das war ein Fehler, Punkt. Wenn der Neuer da hingeht, muss er den Ball klären. Klärt er den Ball nicht, ist es ein Fehler. Feierabend. Ja, wenn der Neuer das so argumentiert, ja. Und wir müssen ja noch nicht mal das Ding nehmen. So, ja. Nimm mal das erste Gegentor. Das war eine Farce, das Verhalten. Nimm mal das Verhalten zwischendrin. Nimm mal das Verhalten in den letzten beiden Spielen. Also Manuel Neuer, sorry, nimm das Tor gegen Union, der ist gerade nicht tragbar. Der kostet uns gerade Punkte. Ganz einfache Kiste. Ja, darauf können wir es runterbrechen. So, der kostet uns Punkte. Ja, zum Glück haben wir es gegen Freiburg umgedreht. Ja. Und dann tut man das so ab. Ja. Wie gesagt, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Weiß ich gar nicht, ob ich das hier gesagt habe oder im Mitgliedertalk. Dass ein Kompanie vielleicht lieber diesen Teamgedanken da hat und deswegen so den Rücken stärkt bei so einem Neuer, bei so einem Goretzka, die nicht wirklich Topform zeigen und trotzdem spielen. Ich weiß es nicht. Ja, ist für mich eine Farce. Erst recht, wenn du so einen Urbich dahinter hast, der gute Leistung gezeigt hat. Ist ein bisschen schade. Am Ende des Tages werden wir sehen, ob ihnen der Erfolg dann nächstes Jahr, wenn es in die K.O.-Spiele geht, recht gibt. Ja? Ob ein Neuer dann auf Peak ist und liefert. Oder ob er dann sich auch Klopper leistet und das dann irgendwie die Champions League kostet. Ja? Wir werden es sehen. Bin gespannt. In Zukunft hat schon Fehler gemacht in seinem Leben. Natürlich ist das eine überragende Torwart. Jetzt ist doch ein dieser Fehler, eine oder was? Phase war ich ein bisschen überrascht. Sie können merken, ich bin nicht eine, die immer mit meiner Nase in die Presse, was ihr alle wunderbar macht, aber ich bin nicht. Sei froh. Und ich höre das jetzt zum Sei ersten froh, Mal, ja. also deswegen war ich ein bisschen überrascht. Aber okay, Fußball ist auch Meinung. Und über dieses Thema, ehrlicherweise, also das ist, wenn wir eine Entscheidung machen, mal den Torwart zu tauschen, dann ist es immer in Kommunikation mit Manu. Also und wir haben das jetzt, Manu sagt, noch ja, nicht okay, gemacht. Trainer. Und, Er darf ein Spiel ich muss spielen. mal einfach überlegen, was das Wichtigste ist für die Mannschaft, weil Junge. klar wollen wir, dass Das Wichtigste für die Mannschaft ist, wenn das ein Urbich da gerade spielt, in der schlechten Phase, die Manuel Neuer hat. Punkt. Das heißt ja nicht, dass Manuel Neuer nicht zurückkommen kann, wenn er eine bessere Phase hat. Aber wenn wir darüber reden, was das Beste für die Mannschaft ist, dann muss ein Urbich spielen. Feierabend. Jonas Fortschritte macht. Klar will Manu das auch. Also wir machen das alle gemeinsam, Was will Manu? damit Jonas auch Manu will, dass Jonas Fortschritte macht. Dann muss er einen Spieler abgeben. diese Schritte machen kann. Aber Timing ist, muss immer ruhig besprochen werden. Und das habe ich jetzt noch nicht gehabt als Zeit. Wir haben nur Fokus gehabt auf erstmal St. Pauli und nach diesem Training werden wir nochmal alle sprechen, was dann vernünftig ist für morgen. Stefan Kumberger ist wieder dran, bitte. Herr Freund, es gab ja in Paris den etwas seltsamen Umgang der Polizei mit den Fans. Wir haben auch davon erfahren, dass in London es Ärger gab mit den Ordnern und auch mit Polizeikräften. Die Stuttgarter hatten jetzt Probleme in den Niederlanden. Also das Problem scheint ja überall irgendwie zu herrschen, dass die Fans nicht mehr so behandelt worden sind oder werden wie früher. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die der FC Bayern ausschöpfen kann, da für die Fans irgendwie zu streiten, auch vielleicht in Kombination mit anderen Vereinen aus Deutschland? Ja, zu streiten ist, glaube ich, nicht der Ansatz, sondern zu diskutieren oder sich auszutauschen, weil wir wollen natürlich, dass unsere Fans das bestmögliche Erlebnis haben, wenn sie auch so weit fliegen, wenn sie mit der Mannschaft reisen, wenn sie nachreisen. Das, was in Paris passiert ist, war natürlich nicht erfreulich, wenn sie dann aufgehalten werden. Auch jetzt in London gab es eben, ja, glaube vor dem Spiel einige Szenen, die man eigentlich nicht sehen will. Wird aufgearbeitet. Wir haben ja unsere Fanbetreuer, die auch sehr, sehr eng mit den Fangruppen zusammenarbeiten und auch mit den Behörden. Von daher ist, glaube ich, der Austausch ganz, ganz wichtig, weil Fußball lebt von den Fans, lebt von der Atmosphäre, von den Emotionen. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass man da einen guten Austausch findet, dass dieses Fanerlebnis nicht unter einem schlechten Stern steht, weil
ist natürlich unnötig und vor allem diese Highlight-Spiele auch für die Fans in der Champions League sollen ja auch positive Erlebnisse sein für alle Beteiligten und von dem her ist es natürlich nicht gut, wenn wenn solche Szenen dann das überschatten. Aber da sind wir im Austausch mit allen Beteiligten. Machen wir noch 2, 3 Fragen bitte. Vincent Schirpke nochmal. Ja, nochmal eine Frage an den Company. Jetzt würde mich interessieren, vor dem Gegentor gegen Arsenal, wo Dayot Upamecano den Fehlpass spielt, sehen Sie das dann auch nicht als Fehler oder sagen Sie, der Pass, den muss er so spielen? Wie haben Sie die Situation wahrgenommen, aber vor allem jetzt auf Dayot Upamecano, wie haben Sie ihn danach wahrgenommen? Es gab immer mal wieder Phasen in der Vergangenheit, wo er... Schlecht gegen Arsenal war, schlecht. Aber ich denke, er war fairerweise, er war halt einfach auch nicht auf der Höhe, glaube ich. Ja, so wie viele andere halt. Ganz viele Spiele am Stück super stark gespielt hat, dann in einem Top-Spiel vielleicht nicht ganz so souverän. Wie ist er jetzt aufgetreten? Ist er stabil geblieben? Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Wie nehmen Sie ihn wahr? Darf ich auf Englisch noch? No, it's such a fine line always as a coach because when there is a mistake, and that's why I think the one that you mentioned from Manu, I will debate this one. The one that you mentioned from Upa, I'm not going to debate. It's clear situation, you know. But when as a coach you have an idea whether it's you want to press or you want to play or you want to, you know, you can't ask them to do something and then when something goes wrong, all of a sudden you say, well, you shouldn't have done it. Then what happens is the players will be in between, you know, and you can't be in between in anything you do. So part of trying and then having the chance to continue in the same way but adapting and that's how you become better. You know, if he does something or if anyone in the team does something and we're able to review it and say, okay, in this situation, this was maybe a better option. At the end, still trying to achieve the same goal, they will get better. But right now, okay, we lost, and it's part of something you have to accept and then move on and make sure that you know you improve from this. And I'm sure that he will use this to improve. Ja, da gehe ich 100% mit. Ja, da muss man jetzt nicht irgendwie. Klar, das war ein Fehler, das muss man sehen. Aber alles, was er sagt, gehe ich 100% mit. Ja, also. Da muss man jetzt auch keine Sündenböcke suchen oder sonst was. Alles ist fein. Ja. Okay, dann die letzte Frage, glaube ich, Torben Hoffmann nochmal. Sprechen wir kurz über Pauli. Haben 8 Spiele in Row verloren und ja, wovor warnst du deine Truppe? Ich meine, sie haben 5 von 9 Toren nach Standards gemacht, das sind rund 56%. Also ist das auch wieder etwas, worauf du die Mannschaft vorbereitest oder hinweist? Also was macht Pauli vielleicht auch in so einer Situation, nach so einer langen Niederlagenserie vielleicht auch gefährlich? Naja, dass sie absolut nichts zu verlieren haben. So jeder rechnet damit, dass du die 5-6-0 aus dem Stadion schießt. Erst recht nach einer Niederlage in der Champions League, ja, wo der FC Bayern ja eigentlich immer heiß ist, wenn er Niederlagen kassiert, um sich gleich zu rehabilitieren. Die haben gar nichts zu verlieren. Ich glaube, dass das Wichtigste für uns ist erstmal, dass wir in unserer Vorbereitung keinen Unterschied machen zwischen St. Pauli und Arsenal. Das sind 2 unterschiedliche Mannschaften, wir verstehen das und wir spielen zu Hause, nicht auswärts und das sind alle Faktoren von diesem Spiel, aber die Wahrheit ist, wenn wir St. Pauli schauen, dann sehen wir auch alles, was die gut machen, alles, was die können. Und wir haben jetzt 2-mal gegen St. Pauli gespielt mit gleichen Trainer, das war 2-mal schwierig, es war kein einfach, wir haben verdient gewonnen, aber es war 2-mal sehr, haben wir sehr lange gekämpft. Und das bleibt auch bei uns, also wir haben das auch im Kopf, wir wissen, dass es nicht einfach ist. Ob die jetzt 8-mal verloren haben, ich weiß nicht, ob für den auch dieses Bayern-Spiel vielleicht anders ist. Vielleicht, also nochmals, ich habe in dieser unteren Region auch gespielt als Trainer und Spiel gegen Bayern München ist wahrscheinlich ein bisschen weniger Druck, obwohl man Punkte holen ist ein bisschen anders, als wenn man nächste Woche gegen Köln spielt, zum Beispiel für den. Und das kann auch ein positives Effekt haben. Also wir müssen nicht unterschätzen, dass wir auch gerade für 3 Tage oder für 2 Tage gespielt haben.
Und deswegen ist es nie ungefährlich und werden wir nie St. Pauli anders sehen als Arsenal zum Beispiel. Das dürfen wir nicht. Okay, danke euch. Dankeschön. Sehen wir uns morgen in der Arena. Bis dahin. Servus. Bis denn, Jungs. Ja, gehe ich natürlich mit. Ich habe es ja gerade auch schon gesagt. Die haben nichts zu verlieren. Ja, sind sehr wahrscheinlich die fittere Mannschaft. Gute Standards. Wir wissen, wie wir da gerade agieren. Ja, am Ende des Tages, musst du unsere Qualität auf den Platz kriegen, muss, wie es Vincent sagt, die fittesten Spieler aufstellen und dann läuft der Bums auch. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind wir allein, weil sie alle sind.